It's impressive that you managed to survive this long. Und somit grüßt du zurück zu Generation Zero. Wie du hörst oder wie du siehst, wir sind hier wieder am Leuchtturm und im Vorspann hast du ja eh gesehen, dass ich da ein bisschen in Lüsse haben, ein bisschen unterwegs war. Ich habe nicht viel gelootet, eigentlich nicht viel. Und dieses Mal möchte ich etwas anderes machen. Wie du siehst, wir haben ja schon dort vorne, sollte eigentlich jede Menge Prominenz stehen. Genau. Und zwar, wir werden versuchen, hier den Respawn wieder zu beseitigen. Diesen Herrn werden wir beseitigen. Ich weiß, dass hier in der Nähe, die haben wir auch schon gesehen, die zwei. Und hier in der Nähe ist ein kleiner FNIX-Posten. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ich glaube, jenen hier zu vermuten. Und zwar... Der müsste dort hinten sein. Das ist ungefähr... dass ich jetzt nicht anschwindel. Wir haben da ihn. Wir haben da ihn. Wir haben den hier herunten. Wir haben da eine Strandhöhle. Diese zwar vorzeitig einmal außer Acht zu lassen. Und wenn ich mich nicht irre, ist dieser Außenposten oder dieser Außenposten von FNIX genau hier. Der müsste hier sein. Dort tummelt sich alles herum. Dort tummeln sich Harvester, dort tummeln sich Tanks, etc. etc. Wir werden heute versuchen, die sämtliche Prominenz, die du hier siehst, hier herzulocken und sie dort dann bekämpfen. Dort haben wir nämlich eine Scheune, da können wir uns nämlich relativ gut verstecken. Genau. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht ergibt es ja irgendeine Taktik, irgendein Drum, was wir machen können. Ah, der Beherrscher von Smebat Hamnen. Ja. Ist da unten, das ist K-Rivale, okay. Und ich entschuldige mich nochmal, wie schon in jeder Ausgabe mittlerweile, für meinen grafischen Brei, den ich hier benannt habe. Ja, mein PC und dieses Spiel, die mögen sich nicht. Genau. Was haben wir denn da? Das bist du. Wir werden es den Herrschaften jetzt einmal ganz leger und gemütlich machen. Das haben wir auf 6. Und nein, ich werde nicht rumprotzen und herumkotzen aufgrund des super tollen, wie sagt man so schön, aufgrund des super tollen Jubiläums. Es war einfallslos. Na, das geht gar nicht. Man muss das anders gestalten. Es gibt ja zig Millionen Wege, wie man das Spiel angehen kann. Jetzt schau ich nochmal, wo hab ich denn die Scheiße hingehauen, ha? Auf 5. Ich hab genug gesammelt, dafür brauchst du keine Sorgen machen. Ah, die sind aber... Toll! Danke, Hunter, ja. Du verrauchte Semmel. Du geschmacklich angepasstes Nichts.
Ich glaube, das wird aber reichen. Ja, wir nehmen da noch ein paar mit. Zur Vorsicht, man weiß es ja nicht. Wir nehmen zur Vorsicht ein kleines Munitionspaket mit. Wir nehmen zur Vorsicht 2 Funkgeräte mit und wir packen hier noch Pocken, ja. Die Pocken sollen dich holen. Wir nehmen da noch 2, 3 mit. Wir werden von Ihnen hier einiges benötigen. Ich werde dabei diese hier daher tun und diese erweiterten, die halten wir uns zum Schluss. Das wird nämlich jetzt noch relativ lustig. Ich weiß ja schon ungefähr, was da auf mich zukommt. Ich stand dort schon im Gefecht. Aber mit unserem Baby hier sollte das alles kein Problem darstellen. Die nächsten Level werden wir in Schaden investieren. Wir müssen mehr Schaden austeilen. Austeilen. Sehr gut. Jetzt ist einmal die Raketenwaffe herunten. Da haben wir schon gewonnen. Komm, lad nach, Maybe, ja. Heute habe ich es wieder, Deutschunterricht bei mir. Maybe, Levi. Mich wundert es, dass wir die Rivalen noch nicht angelockt haben. Oder sind die schon wieder derisch? Das kann natürlich auch sein. Ja. Gute Waffe. Und wie ich sie dir schon in den letzten Episoden, ja was weiß ich, such das aus, erklärt habe, diese Waffe ist ziemlich überdrüber. Ja. Genau. Und zwar, wir werden uns jetzt vorbereiten. Wir werden schnurstracks in FNIX reinlaufen, werden uns das Erschle versohlen lassen und versuchen, zu dieser einen Scheune zu kommen. Und wenn wir dieses Gebiet dann geräumt haben, was natürlich jetzt ein bisschen dauern wird, werden wir versuchen, in diese Strandhöhle zu kommen. Die ist hier. Genau. Und ja, ich werde nun etwas schleichen. Die Musik lasse ich aber aus dem Grund ausgeschalten. Ich finde es ohne Musik ein klein wenig atmosphärischer, weil eben Hunter etc. irrsinnig geile Geräusche machen. Jetzt die Hunter, du hast das eh schon, du kennst das eh schon, wenn die Hunter da mal umspringen und um sich vor dir positionieren und dann hörst du die Hydraulik und alles, die ganzen Geräusche, das ist irrsinnig geil. Auch wenn ich mittlerweile meine liebe Not habe mit dem Spiel. Und das Spiel mir schon einige Nerven abverlangt mittlerweile. Na, da kann man nicht abführen. Das ist jetzt mal uninteressant. Wir gehen hier mal looten. Du hast ja eigentlich nur ein Glück, dass das Spiel noch relativ lang geht. Jetzt aus meiner Warte heraus gesehen. Ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, hätte dieses Spiel nicht so ein gutes Fundament und wären meine Zuseher nicht so spitz drauf, sag jetzt einmal, hätte es schon längst ad acta geschoben. Das ist jetzt aber nicht dein Scheiß ernst, Kenny, oder? Ja, wir müssen schauen, dass wir in diese Strandhöhle kommen. Weil überladen
Wie viel sind wir denn überladen überhaupt? Das ist vielleicht ein... Gut. Also das werden uns zuerst diese Hütte, diese Strandhöhle freimachen, genau. Weil wie du siehst, ein bisschen was haben wir noch. Und danach sind wir eigentlich, was auch Story, glaube ich, angeht, da. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir sind dann da in der Südküstenregion soweit fertig. Da herum ist noch ein riesiger FNIX-Punkt. Oder ja, ich glaube, FNIX ist da auch sehr hoch im Kurs. Aber dazu später mehr. Da ist noch ein kleines Gebäudchen. Das war der Ernst spürt, oder? Das ist schon wieder rein. Man, ich hätte da irgendwas jetzt gelesen im Menü von, also nicht, die Invasion der Megatix, keine Ahnung. Sind sie jetzt so groß wie Godzilla? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist doch mir Blunzen, ehrlich. Ähm, das ist alles, wie sagt man, irrelevant, das brauchst du alles nicht. Ähm, Mir wäre Story bei weitem lieber und die Story ist eigentlich inklusive Alpine Unrest und FNX Rising noch das einzige, was mir wirklich ranzieht an dieses Spiel. Weil die Story eben so gut ist. Weißt, und wenn du das Paket schon mal gespielt hast, und dich der Rest aber nicht interessiert, weil es wie in meinen Augen zu repetitiv ist, sich insgesamt, nehmen wir jetzt mal, machen wir es anders. Ich erkläre es dir an einem Beispiel. Je nach, da, wenn du jetzt schaust unten, Bedrohungspunkte, Bedrohungslevel, aktive Rivalen, Widerstandsbasen. Du hast jetzt da 4 Widerstandsbasen. Jede Widerstandsbasis baut sich in verschiedenen Level auf. Wenn die voll gelevelt ist, brauchst du mindestens jetzt einmal, auch wenn du keine experimentellen Waffen hast, brauchst du mindestens einmal 50 Minuten für eine. Ja, das rechnest du jetzt aus mal 4. Genau, sind das 200 Minuten. Und dann rechnest du dir aus, wie viel du da grinden musst, dass du die Munition dafür zusammenkriegst. Das steht nicht zur Debatte. Eine machen wir, das war's. Ich hab da gemacht, dass wir einen zweiten Punkt haben, dass wir uns um einen anderen Blickwinkel auf das Ganze erhaschen, beziehungsweise mit der Basisverteidigung des Widerstands, weil da herum kennen wir es schon. Wer es Resistance Update bis jetzt schon gespielt hat, der weiß, was auf ihm zukommt. Genau, mit der Geschichte dazu und hin und her und bla bla bla. Genau. Und wenn es dich interessiert, irgendwo im Community-Tab sollte die Umfrage noch immer sein, habt ihr Interesse nach der Hauptgeschichte FNX Rising und Alpine Unrest zu sehen. Noch im Anschluss an dieses Debakel hier. Und ja, ich hätte gesagt, wir hören jetzt mal auf zu protzen und zu kotzen. Wir werden uns jetzt einfach da in Richtung der Höhle begeben. Genau. BZW.
Jetzt überlege ich nur gerade. Hier an dieser Stelle müsste doch irgendwo... Ah, die Strandhöhle ist da unten. Das Problem an der Geschichte, das habe ich glaube ich eher schon mal erwähnt, sie lässt am Ende ziemlichen Raum zur Interpretation. Aber, wie gesagt, ich werde es dir dann erläutern. Genau. Wir wissen ja mittlerweile, wir haben ja mittlerweile mitgekriegt, die Ereignisse in Celebi, der Tag, an dem die 11 Wissenschaftler des FOA getötet wurden. Wir wissen die Geschichte rund um Dr. Heckan Pettersen und dem Herrn Svante von Ulmer. Und dann gibt es noch den Herrn Holberg. Wie gesagt, die sind als Charaktere und die sind als eigentlich es ist ja nur die Veronika, Holberg und Svante von Ulmer. Das sind die 3 Hauptprotagonisten in diesem Spiel, in der Geschichte. Über das Warum und Wieso werden wir uns später unterhalten. Und ich bin schon wieder überladen. Toll. Bevor wir dazu einen Kampf ziehen, es wurde sich ja schon gewünscht im Community-Tab, dass ich das Spiel wieder mit hineinnehme ins eigentliche Programm. Da unten ist die Höhle. Je nachdem, ich werde dort wieder eine kleine Pause machen. Ich spiele gerade mit Aufnahmeprogrammen eine kleine Zeit noch und da werden wir dann aufgreifen, das müsste da oben sein. Je nachdem, wie lang das jetzt war, werde ich im Hintergrund wieder was ranschneiden. Und damit es alles ein bisschen ein Bild hat, ich mache dort eine kleine Aufnahmepause und danach werden wir uns einem relativ schönen Kampf widmen. Genau. Wie du da mit 2 weg? Weißt was? Das eigentlich ist scheißegal. Wir können das alles da lassen. Das tue ich mit Absicht dabei noch weg, weil, wenn wir dann ein bisschen mehr haben, könnten wir rein theoretisch den ganzen Quagel auseinandernehmen für Material, was wir dann später noch brauchen werden. Genau. Okay, wir haben eigentlich nur mit dich, dich und dich. Wir nehmen aber noch zur Vorsicht mit ich möchte die probieren, habe ich schon mal gesagt. Aber die braucht 32er Muni, davon habe ich noch ein bisschen was. Da habe ich das letzte Mal ein bisschen gefarmt davon. Machen wir mal die Vollmantel. Die werden wir verballern und verbladen und der Rest ist mir dann eigentlich relativ wurscht. 4 Kilo. 8 Kilo. Schön. Mal die Hälfte um mich. Und in der nächsten Aufnahme könnten wir dann eigentlich... Achso, die Truhe ist ja auch voll. 46, 8, 4. Brauchen wir wieder Holz. Wurscht. Wir haben jetzt da 240. Schau her. Wir haben jetzt da 240. Ui. Das muss ich auch noch ausladen. Ich mache das in der Zwischenzeit. Genau. Also dann, ich wünsche dir was und ich schneide da, wenn das hier zu kurz sein sollte, schneide im Hintergrund was ran, gell? Bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Baba!